Wir haben von der eine frische Series angefangen. Und diese Series, die erst in Johannes Kapitel 17. In dieser Series werde ich ein klein bisschen Zeit nehmen, um ein von Jesus Christus in ihr Bett nur sein. Wenn wir als Christen denken, um wo soll wir leben, wir denken fertig an, was wir sollen tun. Wir denken an die Geboten, was Gott uns gegeben hat, und dann probieren wir die nur zu leben. Aber vielleicht sei ich muss es Eltern, und vielleicht sei ich Kinder von der, wo eine Frau und Kinder fertig ihre Eltern. Warum? Wie viele von Ihnen hatten 3 Jahre Kind nu, oder groß gehört, und die weiten diese Frau sehr gut. Warum? Und ich glaube, das ist fertig wichtig, dass wir kicken down, warum der Jesus Christus uns welche Dinge sein, wie sie leben. Oder warum es ewig Leben abgemerkt nach uns. Warum soll wir das in Christ leben? Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. So, wir wollen von der in Johannes 17, wir wollen 13 diese Kapitel durchgehen. Wir wollen sein, was ist Jesus Christus seine Verlangen für seine Jünger. Wenn wir Christen sind, wenn wir Jesus angenommen haben, wir sind Jesus Christus seine Jünger. Aber wieder gehen, wir anfangen mit dem Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir sind dankbar für deine Life, deine Gnade. Und dass wir wollen von dir sein, wir sind dankbar, dass wir können dort weiten, dass du wirst uns sehnen mit ewigem Leben. Gott, ich bete, dass du wirst mit jeder einer sein von dir smarst, dass wir können dort annehmen, mit Frieden, was du für uns hast von dir. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. So, ich weiß nicht, wofern jeder Johannes Buch durchgelesen hat, aber Johannes ist, wir würden gerne sagen, 3 Part. Erst von 1 bis 12, das ist, 1 bis 12, ist die Geschichte, wo dort lernen wird, wo Jesus die Menschen dienen wird. Und dann in Kapitel 13 bis Kapitel 17, dort ist die Zeit, wo Jesus Christus mit seinen Lehrjüngern werden. Erst werden sie in 12 und dann werden sie 11. Sie werden in der Stove, Jesus Christus nun Kreuz gehen. Und an 18 mit ein Buch ist dort geschrieben von, wo Jesus Christus ging nun Kreuz, er war gekreuzigt, er starb für unsere Sünden, er wach ab von dort und er wach ab von dort als uns Erlöser. So, wir wollen von der 17 sein und ich wollte erst ein klein bisschen sagen, wo sollen wir das Kapitel verstehen? In Johannes Kapitel 13, dort ist der Anfang von dieser Zeit, wo Jesus Christus hat mit seinen Jüngern. Und wir sehen dort, Jesus, der seine Jünger, der Feit waschen. Und das wie ein Vorbild, wo Jesus gekommen ist, um uns deiner zu sein. Jesus Christus ist für alle Ewigkeit als Gott. Das ist nicht bloß, dass nie Gott ist, oder wie Gott, ist Gott für alle Ewigkeit. Und dann meint erst noch einmal was, wird einmal sein, und ist nie Gott. Aber Jesus Christus mögt sich selbst zwischen deiner. Und die Lehrjünger, die Feit waschen. Und dann in Kapitel 14, der Vers 1 bis 14, Jesus, der redet, wo als der Einzige, wodurch wir Rat kann sein. Und redet ein klein bisschen von, wo wird verloren, wird nach Himmel fahren und wird eine Städterei merken für alle die, was am Annehmen tun. Und dann redet ein klein bisschen, wo der Helle Jesus, wird mit seinen Jüngern sein, wann nicht mehr hier ist. Und dann Kapitel 15 lehrt Jesus, wo wichtig das ist, dass seine Jünger sich festhalten an Jesus. Ohne Jesus ist dir keine Kraft, um Gott dein und Jesus Christus nur folgen. Und in das 16. Kapitel redet Jesus weiter, wo wird den Heiligen Geist schenken, dass der Geist immer mit uns ist, dass wir niemals allein sind. Und dann in diesem Kapitel, 17. Kapitel, der Jesus Christus schließen mit dem Gebet.
Das ist interessant für mich. Wenn wir taub kommen mit Menschen und wir vertrauen von welchen Dingen und sie fragen verrot und wir teilen was Dinge mit. Das ist interessant für mich, wo Menschen dort mehr wird tun, dort wir mehr entbeten tun, als was wir entseien tun. Das ist interessant, was das Wirken ist. Wir können alle Sorten sein und das ist, was Gott in wird lehrt, aber das ist, was wichtig und special, dort wir mit Menschen beten tun. Und das ist, was Jesus hier tut. Er hat in all Sorten gelehrt, und dann nu in diesem 17. Kapitel, was nu 17. Kapitel ist, sei wie was Jesus seine Verlangen ist für seine Jünger. Und er sagt, Gott, was er wünscht, er wird tun für seine Jünger. So, das ist das Gebet. Das ist ein Gebet, und durch das Gebet sei wie was Jesus seine Verlangen ist für seine Jünger. Wir wollen hier schwimmen in Kapitel 17, 1 bis 5 durchgehen besonders. Das ist der Text von dir. Jesus fängt an und er fragt Gott, dass er wird der Vater wird arm verherrlichen. In Johannes Kapitel 17, 1 bis 2, wenn ihr in der Bibel mit haben, wir wollen die ersten 2 Versen lesen von Kapitel 17. Dort sagt es das, als Jesus das gesagt hat, kijkt er nach Himmel und seht, Vater, der Zeit ist gekommen, merkt den Sehen herrlich, dort den Sehen wie die auch verherrlicht. Du hast Vollmacht über die ganze Menschheit gegeben. Und die dort ewig Leben zu geben. Die du gegeben hast. So, er fängt hier an, er wird den Vater anbeten. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wenn Jesus, der erste sehen, den Vater anbeten wird, dass es nicht, dass Jesus weniger wird erst, oder dass er gemerkt erst von Vater, dass es bloß die Gemeinschaft zwischen und erst. Und Jesus Christus, der sich hingeben, haben dort tun, was der Vater verlangt von ihm. Dann sagt Jesus Christus, er sagt, die Zeit ist gekommen. Was meint Jesus mit das? In Johannes Kapitel 2, der 4. Vers, in Johannes Kapitel 7, der 8. Vers, sagt Jesus jedem, meine Zeit ist noch nicht hier. Meine Zeit ist noch nicht hier. Aber hier sagt Jesus Christus, meine Zeit ist nicht hier. Was meint er? Er meint, dass dort, was Gott am gegeben hat, dort, was der Vater am gesagt hat, soll tun, dort ist nicht verrecht. Und was wird, was Jesus soll tun? Er soll in Leben leben, er soll den Menschen dienen in seiner Wahrheit, er soll Wunder tun, so dass die Menschen können sein, dass er Gott wird, dass er der Erlöser wird, dass er der Messias wird. Und dann, wenn dort alles fertig wird, und wenn Jesus sein Leben so gelebt hat, dass er perfekt wird, oder vollkommen wird, dann wird seine Zeit ab. Und nun ist die Zeit gekommen, dass dort, für was Jesus Christus war geschickt, da würden wir wieder gehen. Und was fragt Jesus dann nächst? Er sagt, merkt den Sehen herrlich. Ist es nicht interessant, Gebet, was Jesus gebeten hat? Habe ich in der Gebet mal gebeten? Gott, merkt mich herrlich. Ich glaube, wir müssen ein bisschen verstehen, wir können verstehen, dass wir sind nicht Gott. Aber Jesus fragt den Vater, dass den Vater wird Jesus nehmen und am hochheben, so dass Jesus kann angesehen sein, so ist herrlich, so ist hoch angenommen. Aber woran will Jesus verherrlicht sein? Er sagt, dass den sehen wie die auch verherrlichen wird. Ein Ding, was mir ein bisschen überdenken, mir denkt, dass in ein paar Jahren zurück ans Hosea, der wir mal ein kleiner Junge, wir erste Jahr in Schule. Und ich glaube, dass alle die Älteren da, ich habe die klügsten Jungs. Meine Jungs sind viel klüger als erste von ihnen Jungs. Da kam ich ein bisschen gefragt. Aber Hosea, der war sehr gut getan in der Schule. Und der Lehrer hat ihm was Kinder gegeben, wenn er so gut getan hat in der Schule.
En hij komt naar huis en krijgt al zijn Brüder und das en vangt dan Kinder uit te delen. En ik dacht, wir zingen dat voorbeeld, am wordt geloofd, wir würden können sagen, am wordt verherrlicht, aber wat deed hij met dat, wat hij kriegen deed? Hij deed dat metdelen met anderen. En dat is wat Jezus hier ook deed. Hij wil gaan dat de Vader zo am verherrlichen, am hoogheven, am loven, zodat hij kan dat metdelen met anderen. En wat is deze herrlijkheid dan? Wat is deze herrlijkheid? Deze herrlijkheid is dat hij wird leven. Wat is dat Jezus Christus wil metdelen met ons, met zijn jünger? De derde vers leert ons. En hij zegt, dat hij wird leven is dit. Dit is dat wat hij wil metdelen. Dit is dat wat hij verherrlicht wil zijn. Dat hij wird leven. En wanneer hij wird leven willen recht verstaan, deze vers geeft ons een klaarheid wat hij wird leven is. Wat is hij wird leven? Heb je mal even gedacht? Wir reden von, wie wünschen, wie hoffen, wie haben dort hij wird leven. Aber was ist hij wird leven? Heb je mal Zeit genommen, te überdenken? Wir denken, hij wird leven, dat is dort, was wir haben, wann wir sterben down. Oder wir würden können sagen, hij wird leven ist dort, was wir kriegen, wann wir im Himmel sind. Das ist nicht, was Jesus hier lernt hat. Hör mal, was Jesus sagen hat in der dritten Vers. Er sagt, dit ist hij wird leven. Gott lernen kann. Das ist hij wird leven. Heute mal eben gedacht, dass Gott seine Herrlichkeit, in Englisch sei wie Glory, als Gemeinschaft haben mit Personen. Das ist seine Herrlichkeit. Du hast nichts, was Gott gerade ihr bringen wird, ist, wenn Personen, Menschen, was er gemerkt hat, Gemeinschaft haben mit ihm. Das ist die Herrlichkeit, was Jesus von reden hat. Was will Jesus haben? Gott, der Vater wird ihm verherrlichen. Was wird er Verherrlichkeit? Dort die Gemeinschaft, was für Ewigkeit wie ihr warst, wird wieder sein. So was ist das dann, was Jesus will mit uns mitteilen? Er wird leben. Und was ist er wird leben? Gott lernen kann. Gott lernen kann. Johannes Kapitel 15, der 9. Vers sagt es das. So als Gott mir gut ist, so sie ich auch gut. Lot jüd von mir gut sein und lebt du noch. Was ist er wird leben? Gott lernen kann. Ich glaube, verken, wir denken, Klimat und er wird leben, wie es kann sein, dass wir denken, verken an Himmel. Und wie viele von Ihnen haben Bilder gesehen, wo dann ein Mensch sitzt, der hat viel zu viel Kentucky Fried Chicken gegessen. Der sitzt da auf einer Weike und der spielt den Horb. Und wir glauben, dort ist Himmel. Dort ist weit offen von was Himmel ist. Oder wie viel von uns, wenn wir denken an was Himmel ist, wir denken an was die Bibel da lernt hat, und dort sind wir, und die ganze Stadt ist von Gold gemerkt. Und du hast Licht da, und keiner wird rohren, keiner wird die Tür haben, und er wird immer schein gehen. Dort ist Port von was ewig Leben ist. Aber was ist dort ewig Leben sehr wichtig ist? Dort ist, dass wir wollen für alle Ewigkeit Gott lernen kann. Heute mal über gedacht, wo ein Mensch kann hier bei ihr alles haben. Wer will sagen, er kann ein großes Haus haben. Er kann das Schmackste vor dir fahren. Er kann eine feine Familie haben. Und wo fängt es nicht, wenn ein Mensch sich schafft wieder, und mit der Jahr Lothar, ist ein Mensch, kämpft eng, er kriegt sich selbst zu sein. Und er sagt, dort, was ich für geschafft habe, dort ist aller nichts wird bei mir. Und sie reden, wo sie wünschen, sie haben nicht so viel abgegeben, um dort verdienen, was sie nicht haben.
Weet je, wanneer we alles hier haben, wat die Erde heeft om ons, de Welt heeft ons te geven, en de wegen wie niet Jezus Christus haben, we vallen ons ladig. We vallen ons dat helpt niet. Hier is een gedanke wat interessant is. Wanneer we würden in den Himmel zijn, ohne Gemeinschaft mit Gott, Himmel wird sich auch ladig sperren für uns. Denkt an. Wann wir würden in den Himmel sein und jeder Tag alles, was wir nur checken können, es wird uns, unseren Häusen, unsere Möbeln und alles bis mit Gott werden. Aber die keine Gemeinschaft wie mit Gott, da wird kraxeladig sein, es wird hier bei ihr das. Das ist, worum Jesus Christus klar lernt das hier. Was ist ewig Leben? Gott lernt kann. Gott lernt kann. Dort ist Wort wie verwachen dann. Dort ist Wort Jesus Christus will mitteilen mit uns. Und ich weiß, Verse von Jent sind vielleicht mit Allah. Und was ist nu so für wichtig bei Jent? Die Gemeinschaft, das Verhältnis mit jenen Grautingen, mit dem Partner, mit jenen Kindern. Dort ist viel mehr wert, ist alle dort, was die Hand taubt geschafft. In Himmel ist es so. Da würde uns ein Antwort im Himmel so zu sein, wenn wir nicht Gemeinschaft haben mit Gott. Aber wir sollen das annehmen, dass Himmel ist Gott lernen kann. Vor Kapitel in Johannes Kapitel 14 sind die Versen, was viele von uns kennen. In 14, 1-3, Vers 2 redet von, wo Jesus wird verloren, er wird nach Himmel fahren und es steht reinmerken für uns. Aber was ist dort von der steht, was wichtig ist? Er sagt in der 3. Vers, und wenn ich durch Hango der steht rein zu merken, wo ich zurückkommen und jünt auch durch Han nehmen. Was wird dann passieren? Dort ich durchsandt. Dort je durchsandt, wo ich sie. Dort ist ewig Leben. Dort wir wollen sein, wo Jesus ist. So, was meint das dann für uns von dir? Johannes Kapitel 3, der 16. Vers sagt, wann wir wollen glauben, wann wir wollen in Glauben stehen an Jesus Christus, wir kriegen dort ewig Leben. Was ist dort ewig Leben? Gott lernen kann. Dort ist nicht dort, wie Menschen sterben, so dort wir dort ewig Leben kriegen. Wann wir Jesus Christus angenommen haben, wann wir wahre geboren sind, wir haben dort ewig Leben nu. Wir haben dort nu. Das ist nicht dort, wie die Vermaten wachen. Da wollen wir ein Beispiel bringen. Da wir sein dort, jeden Partner, jeden Früh oder jeden Mann, wer befreit sein, die verloren, der verlässt an eine Reise, wo Hand zu fahren. Und er sagt, ich war in einem Monat träg sein. Und das ist eine lange Zeit, nicht so? Lange Zeit, das ist lange Zeit, um Port sein. Aber 2 Tage später kam der Mensch träg. Und es kam nach Haus. Wo würde es sein, wenn die würden nur dem Partner sagen, ich will nichts zu tun haben mit dir, wenn du bist noch nicht trägt, der einen Monat ist noch nicht ab. Wir würden sagen, das allein nicht klug ist dort denken. So ist es auch mit ewig Leben. Viele von uns glauben, wenn wir machen Wagen, was wir sterben, wir nehmen dort nicht an, was wir nie wirklich haben. Und dort ist das. Wenn wir Jesus Christus angenommen haben, wir haben ewig Leben nu. Wir können lernen, Gott kennen nu. Meine Frau von uns von der ist, und wenn wir oben von der haben, kann je Gott. Kann je Gott. Wenn ihr dort ewig Leben haben, durch bekehren und durch glauben, da ihr in so einer Weise leben, so dort stemmen det mit was die haben. Kann je Gott. Nehm je Zeit, um Gott lernen kann. Dort ist dort ewig Leben. Und wohne große Abgabe ist das nicht.
Wunder grote Geschenk ist es nicht von Gott. Dort Gott sagt, komm zu mir. Ich will Gemeinschaft haben mit dir. Ich will von dir schließen mit dir. Sind vielleicht Verse von uns von dir, was haben wir Jesus Christus angenommen? Wir haben ihn angenommen und haben ihm gefragt, dass er uns Sinn wird vergeben. Aber wir haben in so einer Weise gelebt, wo wir nicht Gemeinschaft haben mit ihm. Ich will von dir ermutigen, fang die Gemeinschaft neu an, was ihr all haben. Wenn ihr ewig Leben haben in Jesus Christus, dann habt ihr gelernt, die Gemeinschaft bühren mit Jesus neu. Wer will das nicht aufschieben? Wer will das nicht aufschieben, dass wir kann Jesus Christus besser noch feiern? Und ich glaube, von der ist eine gute Zeit, um diese Serie anfangen. Und es ist eine gute Zeit, von der Abendmahl zu haben. Wegen die zwei Dinge, die bringen sich taub. Ich werde die Servers abkriegen und dann wollen wir schließen mit dem Gebet. Liebe himmlische Vater, wir sind dankbar für diese Nachricht von dir. Die ist so klar geschrieben in der Bibel. Dort, wenn wir Jesus Christus haben, dann haben wir Leben. Dann haben wir ewig Leben. Wenn wir Jesus Christus annehmen, dann wir die wahre Geburt haben, dann haben wir dort ewig Leben. Was ist ewig Leben? Die sagt uns klar. Die Gemeinschaft an Gott lernen kann. Gott, ich bete, dass du uns von dir durch Abendmahl dort halten denken, wo wichtig und wundervoll diese Gemeinschaft ist. Dort wie es sind, dass die Gelegenheit haben, den ewigen Gott lernen kann. Alles, was wir wollen von dir sein, ist Dankschein. Wir beten das in Jesu Namen. Amen.